Was ist der Unterschied im Kirchgemeindeaufbau in Österreich, Deutschland und in der Schweiz? Heute frage ich Patrick Todieras, der als gebürtiger Österreicher in Deutschland und in der Schweiz geforscht hat und in Österreich Rektor des Werks für Evangelisation und Gemeindeaufbau ist. Was sind die 3 Hauptgemeinsamkeiten und die 3 Hauptunterschiede im Kirchgemeindeaufbau in Deutschland, Österreich und in der Schweiz? Aus meiner Sicht bist du der Einzige, der diese Frage beantworten kann. Super, danke für die Frage. Vielleicht der erste Punkt zu den Gemeinsamkeiten ist sicherlich, dass in allen 3 Ländern große Disruptionen erlebt werden. Also die gesellschaftlichen Umbrüche, die da sind, wie Religion erfahren wird, wie Werte sich entwickeln, wie der christliche Glaube auf den Boden kommt, das ist sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz tatsächlich gerade disruptiv zu erleben. Das heißt, ich würde das eher so beschreiben, das ist wie eine tektonische Plattenverschiebung, wie es gerade erlebt wird, wie das Interesse zum christlichen Glauben und zu den christlichen Angeboten ist. Da sind alle 3 Länder in einem gleichen Boot. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich erlebe, dass in allen 3 Ländern der Ozean an Erwartungen für Gemeinden enorm groß ist. Also sowohl in Deutschland, Schweiz als auch Österreich ist das, was in einer Gemeinde alles zu tun ist, von den verschiedenen Beauftragten, von den Aufgaben, die vom Staat, von Schule, von anderen Institutionen, von Kerngemeinde, von und herangetragen wird, der ist enorm. Bischof Abromeit, ehemals Bischof in der Nordkirche, hat das mal so genannt: Die Gemeinde wird lebendig sein, die es schafft, im Ozean der Erwartungen Subjekt zu werden und eine Stimme zu finden und sich zu profilieren. Diesen Ozean der Erwartungen, das ist jetzt überall der Fall. Gleichzeitig erlebe ich in allen 3 Ländern und in den verschiedenen Kirchen da, dass sich Kirchenentwicklung neu definiert. Gab es noch vor 10, 15 Jahren den Begriff der Reformen, also eine Reform hat die andere vor sich hergetrieben, gibt es jetzt den Begriff des Erprobens, des Entdeckens. Ich finde das einen nicht zu unterschätzenden auch Paradigmenwechsel, dass man jetzt Kirche stärker in einem Entdeckungsmodus sucht und nicht so sehr in einem, wenn man denn nur die Organisation besser macht, wird schon alles klappen. Und das finde ich tatsächlich als eine geistreiche Gemeinsamkeit, Stichwort Erprobungsräume, Innovation und entdecken, was Gott tut und wie Gemeinde wieder treu dem Evangelium sein kann. Das sind Gemeinsamkeiten. Was sind dann die Hauptunterschiede? Bei den Hauptunterschieden vielleicht ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, ist, dass ganz viele Debatten, die in Deutschland und der Schweiz geführt werden hinsichtlich des Verlusts an Stellung in der Gesellschaft, aber auch des materiellen Erbes, in Österreich, zumindest in der evangelischen Kirche, nicht so ein Thema ist. Ich möchte das mal so vergleichen. Wenn jemand von einer 120 Quadratmeter Wohnung in eine 50 Quadratmeter Wohnung zieht, tut das weh, man muss ordentlich rückbauen. Wenn jemand vorher in 55 Quadratmeter gewohnt hat und auf 50 zurückzieht, sagt man sich, ja, jetzt wird es ein bisschen weniger. Das ist vielleicht so ein Beispiel, wo ich das kulturelle Erbe, die gesellschaftliche Stellung, aber auch vielleicht den Reichtum der verschiedenen Landeskirchen nicht vergleichbar sehe. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, ich erlebe, dass zum Stichwort Ehrenamtlichkeit es verschiedene Kulturen gibt. In Deutschland, und Deutschland ist sicherlich auch nicht als eines zu sehen, Ostdeutschland, Westdeutschland haben wir anders zu sehen, auch als Süden und Norden und der Schweiz. Wir haben heute, und in Österreich, wir haben heute stark, auch hier an den Strategietag gehört, die Ehrenamtlichen zu ermächtigen, in Leitungsverantwortung zu kommen. Und hier muss ich sagen, wir in Österreich sind tatsächlich eine starke Ehrenamtskirche. Also unsere Kirche ist auch kirchenrechtlich so verfasst, dass wir 50-50% immer ehrenamtlich und hauptamtlich in Leitungsverantwortung haben. Also bis in alle Ebenen hoch. Und das ist tatsächlich etwas, das ist immer so ein bisschen wie Gesetze und Normen und Regeln kommen dann, werden dann stark, also man betont etwas dann stark, wenn man meint, man hat es nicht so sehr. Also wenn man dauernd sagt, wir müssen die Ehrenamtliche stärken, dann ist das meistens das Gefühl, das tun wir nicht richtig. Oder wir sind eine Pastorenkirche oder Pastorinnenkirche. Also da erlebe ich Unterschiede, aber gleichzeitig würde ich tatsächlich als Gemeinsamkeit entdecken, dass alle 3 Länder meinen, da müssten wir investieren und in die Ehrenamtsermächtigung, in das Empowerment. Und vielleicht auch zum Thema
Teamarbeit. Also ein großer Begriff, der in Deutschland ein großer Begriff ist das Stichwort der multiprofessionellen Teams. Das ist tatsächlich noch eher sehr anfänglich entwickelt. In Österreich, aber auch in der Schweiz ist das Thema Multiprofessionalität, Interprofessionalität noch sehr unterentwickelt. Dass man aber zum Beispiel in den Landeskirchen in Sachsen meint, ein Pfarrteam wird dann eingesetzt, wenn eine Pfarrperson, Kirchenmusiker und Gemeindepädagogin eingesetzt wird. Also von Grund auf versteht man Gemeinde so. Da würde ich sagen, sind unsere multiprofessionellen Entwicklungen in der Schweiz und auch in Österreich noch ausbaufähig. Genau. Ja, das sind so ein paar Eckpunkte. Was rätst du einem Kirchgemeindemitglied, wie es selber Kirchgemeindeaufbau betreiben kann? Vielleicht das Erste und Elementarste wäre die Belebung und die innere Erneuerung. Also die Belebung und innere Erneuerung der Freude. Denn Freude ist der Ursprung unseres evangelisierenden, missionierenden und auch kirchenentwicklerischen Tuns. Wer nicht Freude erlebt und wem nicht der Mund übergeht, der empfindet Gemeindeaufbau als Pflicht oder Strafe oder was auch immer. Deswegen würde ich fragen, wie und wo kannst du wieder Quellen der inneren Freude entdecken? Des geistlichen Lebendigseins. Das wäre für mich der Anfang und das Um und Auf. Und alles Weitere wird kommen. Dass eigentlich die Freude die Grundlage ist für alles, was wir tun. Ganz genau. Für das Gebet, für das Bibellesen, für das Gottesdienstfeiern und so weiter, für alles. Genau. Freude als Grundlage, finde ich sehr schön. Was rätst du einer Pfarrperson, wie sie neben allen normalen Verpflichtungen, wie zum Beispiel Kasualgottesdienste oder viele E-Mails und Telefonate, wie sie effizient Kirchgemeindeaufbau betreiben kann? Pfarrpersonen einen Rat geben ist immer sehr schwierig, gerade wenn es um Kirchenentwicklung, Gemeindeentwicklung geht. Denn entweder es kann zur Überforderung führen oder in die Frustration. Also Überforderung von, das schaffe ich alles nicht mehr, oder Frustration, das habe ich eh schon probiert. Oder im schlimmsten Fall, es führt zur Überheblichkeit, weil man meint, man schafft alles. Also diese Versuchungen sind da. Aber vielleicht eine Sache, die ich voranstellen würde, ist vielleicht der Punkt, entspann dich. Also das Stichwort, entspann dich und fokussiere dich auf das eine, was unverzichtbar ist und unverwechselbar, ausgehend von deinen Gaben und deiner Berufung. Also sehr elementar. Denn auch für Pfarrpersonen gilt im Ozean der Erwartungen. Also eine Pfarrperson hat ja selten das Privileg, dass der Terminkalender mal leer ist, sondern es ist immer alles voll. Dort sich zu fragen, was ist denn das eine, was Not tut diese Woche? Und ich empfehle, dass das irgendwas mit Freude zu tun hat. Denn auch wir als Pfarrpersonen leben aus der Freude und sind, wie auch Ehrenamtliche, und Paulus nennt das Volk Gottes so, Mitarbeiter der Freude. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Patrick, vielen Dank für das Gespräch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte leite es weiter an Interessierte und abonniere meinen Kanal. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Kirchgemeindeaufbau.